Guten Abend bei Dickrich TV. Heute Molnis enker aus dem Autosmuseum zu Dickrich. Die letzten 6 Monate, da hat ja heute ein Traktor den Tag gehen, wieder gesitzt, als ein Lo aber ist mit Tempo an dem Museum rankommt. Die neue Expo am CNVH ist der Marc Alpine dediiert. An noch ein bisschen dem Garagist der Pilot Jean Redley, den Marc 1955 gegründet hat. Beim Namen Alpine wollte er sein Plaisir vom Fahren an den Bergen rausdrücken. Er findet ihn dann noch dem Jean Redley sein erster Rennwohn überhaupt, und noch den ersten, den er selber Anfang der 50er Jahre bauen gelassen hat. Den Ursprung vom A106, das heißt also ein Modell von einem am ganzen 25 Stück. Ass an segem Ju wéien do steet mat den Autokollen mat de ganzen Sachebannen dran, wéien de Mols bis vielleicht en 7scher Jore 5 76 vielleicht Kompetitiioun gelaf ass an das rar fir so Sache vu 55 bis 57 bis 77 dann so ze gesinn, dat de wirklich Kason en ass als Renn vun op Welt kommen en as so haut nach immer. De Serge Pauli, de mat Grolle fir de Expo Been ze setzen, ass fasziniert vun Alpin, an dat scho vu ganz klenge Mun. Man dem 16 Joer huet hien den Alpin Club mat gegrünnt an natierlech och selwer ëmmer Alpin Ween gesammelt. Besonders bei diesem Modell aber gerät Serge Pauli komplett und schwärmen, wohnt den de Jean Redley 1963 für Le Mans bauen gelassen hat. Den absoluten Highlight von der Exposition, den noch von nicht viel drunter ist, von unschätzbarem Wert für einen Alpinist ist. Das wenige weit vielleicht von 120, von 150 Kilo. Für die Zeit wäre etwas Spezielles. Und für uns Alpinsliebhaber ist das etwas Spezielles. Es gibt von 3 Stück, die gebaut sind, gibt es danach 2. Das hat eine Valeur. Das hat keine Valeur auf das Kilo. Alpin fasziniert Serge Pauli einfach, gerade weil er Rennwohn mit wenig Gewicht der Kobigas an der sportlicher Seher. Et wundert ihn dem nun nicht, dass die Marke nur 20 Jahre am Abseits Lo Dach einfach antrennen könnt. Dem ist die Expo auch als Plateau zu gesehen für ein Auto, den Lorem aus seinen Allglanzzeiten auch knappe will. Dann dürft der ganz Geschwister der Gemeinde het neid Buch Dickrich Momentopnahmen zu kaufen kriegen. Für kurzem ist die Publikation an den Druck gegangen, und mir wäre für euch bei dem spannenden Moment dabei. Birgitte Cézanne Magique, so heißt ein anderes ganz interessantes Buch, das ein BTS-Student von Dickrich vor kurzem zusammen mit einem früheren Lycée-Kollege rausgebracht hat. Eine Geschichte inspiriert und der amerikanischer Kultserie Breaking Bad. Wir haben den Autor vor kurzem heute zu Dickrich begegnet, genau da, wohin am von Gold die Idee für die Geschichte kommt. De Maxime Toussaint ist BTS-Student für Media Writing am Lycée Classique zu Dickrich. Von seinen Lieblingsfilmen aus dem Film Breaking Bad, wo ihm besonders die Szene gefällt. Your great aunt Birgit passed away. I'm sorry, who? Well, apparently she passed away in Dunkirk, Luxembourg, and this was, 8 years ago. Für seinen Prof, hier als ein Matschüler für einen Jahr an Dickrich geschickt hat, für nur der perfekte Geschichte zu sichern, hat die Szene eine wichtige Rolle gespielt, gerade wie auch die Dickricher Stoff. Wir sitzen hier auf der Terrasse zu ein paar Kollegen und schon halt die Stadt geguckt. Ich bin nicht ganz verreckt von Anfang. Wir trippeln all da durch, dann wir realisieren, dass am Anfang ein Frau den Schwanz für seinen Irselandblut hält und da ein Mensch raushält. Das ist ein bisschen komisch. Und ich schon direkt die Linke mit den Suchen von der Serie an die Stadt. Und ich habe mir gedacht, wieso ist das dann nicht die Great Aunt Birgit für Breaking Bad? Wieso kann das nicht sie sein? Und erzähle ich seine Geschichte halt.
So also als Legend vum Birgit entstand, e jungtikrischer Mädchen, dat 2 klein Iselen adoptiert huet. Das durchaus ein Kehrgewe Buchentstun huet Maxim Demos awer noch net geahnt. Erreicht wie hier sein alle Lycée-Kolleger YouTuber Cedrickerem begéint huet, grozarte richchten Dreh. Hier gemeinsam Passion fir d Medien war direkt do. Demos hat man schon dick viel Projekte wollte man, also mir waren Junge, also in de Materialien net so weiter. An wo wir uns für Toni gegangen sind, mir ein bisschen verloren. An 2020 krudech mat dat sins Regalitzebusch wie an mir gesot an de Mama en Kapes an du meisrem regelméch gesinn an oder 2. 3. Keier. Ich wollte schon immer ein Buch publizieren, so dich mal, bist du wert, ist schon eine Geschichte. Und so hast du gern. De Maxim an de Cedric hat mat dieser Publikaoun op alle Fall die richchte Nuss. Hier Geschicht huet vu se Schwäze gedoen, a mittlerweile as Buch net nëmmen op Amazon ze fannen mé auch a verschiedene Bichergeschäfter zu Lützeburg, wie zum Beispiel bei der Librairie Zimmer op der Liberationsplatz, déi doch direkt am Zentrum vum Geschéie leit. Die Geschichte von Birgit liefert am Fong d'Erklärung vom Eselsburg op der Liberationsplatz. Für allem was das der perfekte Background zu der Breaking Bad Szene, wo ein Amerikaner von enger Tata von Dickrich beirft wird. A grad de lien möchte aus der kleiner dickrischer Legend ein cool international Story. De lechte Mount wann es Oktober Ros ugesot, wo sech mat allméiglechen Aktiune géint de Brustkrebs agesat gëtt. Fir d Bloggerin Laura da Silva zum Beispiel ass dat ne en Geleenheet mat hirem rosa Stullen erwee ze sinn. An dobei war sie auch zu dickrech passéiert. De rosa Stuller seg Idee vun der Infirmier Laura da Silva. Op ihrem Blog La Chauve-souris, net Fledermaus mit die Glatzkäppech die lart, mëcht sie schon zunter Joren alle Fra Courage de vu Brustkrebs betroff sinn. Den Oktober Ros as sie do finis Film mat hirem rosa Stullenerwee, Dekeier auch an der Großgas zu Dickrech. Ich war selber betroffen an krank sinn as Fulltime-Job an Fulltime-Job für Saldatant op Saldatant. Wann en op de Diagnostik sinn op eng Stuhl, wann en op den Doktor wat, wann en op Chemio wat, wann en op seg Operaioun wat, an Waden op Zukunft an wie se net wat moi ass. An denken muss Leiit sensibiliséieren fir den Depistage, fir dat se net op rosa Stuhl mussssen kommen an die ganze Zeit waden. Dat ass dann Symbol die eich Symbolik an die zweet Symbolik ass dats ma Frauen alle Gotte sollen unterstützen, die tatsächlich an dem Fall sind und dass sie nicht sollen allein sind, und dass sie stark sind und dass sie sollen stark bleiben. Und dafür ist das so zustande gekommen. So gut wie heute zu Dickrich ist Laura da Silva war bis Well nach kaum empfangen gehen. Für das Mal hat sie Rendezvous mit den paar Damen von der Gleichheitskommission, die sich nicht gelos haben, hier Solidarität mit allen Betroffenen auszudrücken. Wir sind Member von der Egalitätskommission von der Gemeinde Dickrich und wir wünschen alle Frauen, die betroffen sind vom Brustkrebs, dass sie Diagnose haben, dass sie eine Behandlung sind, dass sie schon überstanden haben und einfach noch immer am Kopf haben. Alles Gutes, wir wissen, jeder kann betroffen sein und wir halten hin mit Daumen für die Zukunft, dass sie ihr Leben gut führen und regulieren. Der rosa Stuhl. Immer bleiben Leute stehen und lassen sich auf den rosa Stuhl begleiten, wo sie dann eine Massage Betroffener oder allgemeinen Population richten können. Nee, was ich wollte gerne sagen, ich fand die Initiative von ihr immens super, dass sie das macht. Ich habe noch ganz viel Respekt für die Leute, die Krankheit tun und die man müssen leben. Für viele Fälle ist es nicht einfach, wenn sie nur einen Brustmann haben. Und Gott sei Dank gibt es momentan gut operativ Interventionen und ganz gute Soutien von den Doktoren. Und das fand ich einfach super. Auch für den Rest gebe ich so ich meine einfach nur, dass alle Menschen probieren, ein bisschen mehr gesund zu leben und ein bisschen mehr ohne Stress. Ja, also besonders am Oktober, mir einfach auch am Laufe vom ganzen Jahr sollen Männisch und all die courageösen Frauen denken, die über Brustkrebs erkrankt sind und auch in ihren ganzen Entourage. Für die Leute, die gerne oder Gesundheit gucken, geht dann Depistage von der Mammographie, auch für die Männer, die betroffen sind, geht bei den Doktor, Lust geht dann an Prävention, für das dann nicht auf den rosa Stuhl kommt. Moin, ich bin Damra, ich bin 20 Jahre und ich wollte all die Frauen dabei sein, die betroffen sind, ob Ela oder auch die Jung, dass sie nicht allein sind, Courage und immer positiv denken, und die sind die schönsten.
Der rosa Stuhl ass beleeft bei denen meeschte wo Laura hikennt. So aufgeschloss als solidarisch wie zu dickrich, gëtt sie mat ihrer Aktion aber net dacks opgeholt. Mischt also et könnt ganz gut tun, weil die Leute sind sich net bewusst. An Hai hummer wirklich ganz flotten Akkoi zu dickrich, die Leute sind extremst betroffen. Ja, also die Leute sind ganz froh. Und der rosa Stuhl kennt. Der rosa Stuhl dürft also auch 2022 ziemlich sicher nächst zu dickrich passieren. En Oktober wo an der École d'Hôtellerie de Tourisme HTL zu dickrich och die feierlech Zeremonie wo Diplom reverrecht gin. Immer een grosse Moment den entsprechend zelebriert gëtt. Déikewer wo eng Mailer se wie gewinnt, durch Pandemie bedenkt goufen nämlich 2 Joergang mat den Neek geeiert. En Oktober an der Hotelschule zu Dickrich haut se dun de Premierschüler Schülerinnen vun der EHTL, denen en unvergesslichen Ofenzement déi Lotschule hanner ze schlossen oder schon hanner ze gelos hunn nach lächte Briefing, an da mussten sie an d'Arena. Sieht er bisssen opgerecht? Ja, sie bisschen abgerecht, weil das echt zwar die man im Hus hinterlangem an da will ja auch, dass alles gut aufläuft, anders im Klion aber auch zufrieden sind. Mit du aber lange geübt, hier denken schon. Wir haben relativ lang geübt. Ich war am letzten Jahr in der Terminalsklasse und die Abrechnung läuft aber immer zum Beispiel Diplom-Überreichung aus, wo wirklich alles soll tipptopp und proper soll auflaufen. Der Teige tatsächlich kein Soiree für die Anna. Ob des Moven sollen eng 99 Schüler und Schülerinnen dat steht vorbei an de Grab kreen, dat sie für Berufsleben qualifiziert. Begleitet gi sie dabei von Familie oder Freund. Eng Soiree also, wo wirklich alles muss präzis geplant sein. Wir haben 2 Promotionen dieses Jahr bei Ihnen, 2021 und 2020. Und das ist so, dass wir bald 300 Leute haben. Wir müssen auf 2 Säle ausdehnen. Und was doch exceptionell ist, dass nicht das am Sitzen an Gedepsieren. Das heißt, das große Kino, besonders auch für diejenigen, die organisiert haben. Für dich davon gibt es noch eine wichtige Message an Punkt Nachhaltigkeit mit auf den Weg. Vom René Mathieu, dem mit seiner Distillerie zu Burschlinster, schon für 2 René zum besten geringen Restaurant der Welt gekürt gouf. An die selber auch 3 Schüler aus der Hotelschule bei sich schaffen hat. Selber ist es nicht Leute zu Vegetarier zu machen, wie zum Nachdenken anzuregen. On va changer, parce que l'équilibre alimentaire pour tout être en bonne santé, c'est plutôt 80% de végétal et 20% de protéines végétales ou animales. Donc la proportion est minime quoi, en fait, au niveau viande. Donc je pense qu'il faudrait qu'on puisse... Aujourd'hui c'est inversé, c'est 80% de protéines animales et peut-être 20% si ce n'est pas 100%. Donc c'est juste ces choses-là qu'il faut qu'on change dans notre alimentation. Parce que le végétal, pourquoi le végétal, le futur du végétal, pour moi, c'est ça. Parce que tout ce qu'on doit déjà cultiver pour nourrir les animaux, on pourrait rien avoir en culture pour se nourrir, nous, les humains. Das ist ganz klar, dass wir als Verantwortung müssen überholen, was nachhaltig, saisonal und auch regional anbelangt. Und da haben wir es ganz klar weiterzumachen. Ich meine, der Anfang war für x Jahren die ganze Tendenz mit dem Bio, mit dem Biologischen, alles Agrikultur, Biologie. Und ein Hotelschule darf sich au contraire nicht verstoppen. Wir müssen vom Vierreiter sein und ein gutes Beispiel vorgehen. Dëse Mowen dawer ho sie allhai anderes am Kap. Endlech hireieren Diplom am Grab hellen, dat ass de Bütt fir Haut. Et mir gerichtet Fred am Saal bei alle Leiit, dat sie et lo endlech gepackt hunn. Ganz gut. Ech si wirklich stolz in all den Joren endlech in Diplom zu. Wie war die Zeit an hai op der Schul werden ze vermissen? Ja, ich werde sie vermissen. Also am Anfang war es schwer. Und mit der Zeit und mit den Stagen dann nur immer mehr Erfahrung. Und dann kann man Lust weiterzumachen. Ënnerten Diploméierten as iwwer schon sort durchstreis engem dickecher Gastronomiebetrieb. Je suis fière d'être là et de ma fille, voilà, qu'elle avait réussi à faire son diplôme. Parce que même si on trouve que c'est facile de venir à l'école hôtelière, c'est quand même pas aussi facile que ça. Alors je suis fière d'elle qu'elle a réussi tout sans aucun problème. Also ich froh, dass ich gepackt habe und dass ich auch all die Stage machen konnte, weil ich dann da viel Sachen beigelehrt habe. Und ja, ich war ja auch das Jahr drei Monate lang zu Malta und ja, mir hat es gefallen. Und wo geht es hin?
momentan also ich hoffe nicht aber schon ein bisschen mit meinem Stiefpap und seiner Entreprise an schmalo bisschen Marketing an Kontabilität ja. Ja, dann für nächstes Jahr gucken wir, wie es weitergeht. Nicht jederin hat Chance am Familienbetrieb anzufangen. Trotzdem kriegen die meisten offen nicht nur einfach ein Diplom an den Grab gedrückt, wir haben auch schon einen Job an der Tasche, was damit zusammenhängt, dass sie von Anfang an der Hotelschule für ein paar Wochen am Jahr beim Patron arbeiten und dort dann quasi von der Schule weg engagiert gehen. Ich bin ab Januar soll ich auf dem Croisière-Schiff als Reiscout angestellt gehen. Auf AIDA, genau. Ja. Das heißt, ihr zieht dann die Großfelder raus? Ja, natürlich. Ich will viel mehr entdecken und nicht zu Lützeburg die ganze Zeit bleiben. Eng Schule also die tatsächlich Zukunftsperspektive bietet oder wie das Jungfrau sieht, die das nächstes Jahr wird aufschließen. Das ist in sich eine ganz gute Show. Das ist komplett anders wie eine Lycée. Wir reden wirklich auf dem Leben von der Arbeit hier. Und sie drücken uns auch wirklich bis zum Anweiser. Wir kommen just nicht stark raus. Dickrech huet eng gros Panoplie Restaurant, wo kulinare Spezialitäten vu ball all Ecken aus der Welt ugebote ginn. Lodern ass eng Neuadress vorbeikom mat südamerikaschem Flair. Meer wäre fir Rech Landschluss. Rodizio Grill, donc encore une fois un concept un peu atypique, un restaurant voilà, avec quelque chose de différent. C'est une spécialité brésilienne et en fait c'est le fait de servir plusieurs viandes donc qui sont cuites comme vous voyez derrière moi sur des épées et en fait le service se fait à table et on sert la viande à volonté aux clients. Et toujours comme d'habitude la qualité de la viande comme chose vraiment importante. On a une belle offre entre la fondue et le rodizio. Alors c'est deux concepts complètement différents. Et quand on va au rodizio, on mange le rodizio. Et quand on va à la fondue, on mange la fondue. On ne peut pas mélanger les deux. C'est deux restaurants bien distincts, il faut bien préciser ça. Durch Pandemie wurde das letzte Jahr auch der Concours National du Film d'auteur zu Dickrech ausgefallen. Das Jahr konnte zunächst am Cinescala aufgehalten gehen. Aus dem Film Deich war wohl ein Film Darkin, aber die Auszeit von 2020 scheint dem Concours gut getan zu haben. Die Qualität, die war durch die Bank exzellent. Einmal am Jahr organisieren der Ciné-Kamera-Filmclub von Dickrech und Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'auteur FGDCA den nationalen Konkurs für Autorenfilme. Das sind Filme, wo der Regisseur alles von 4 bis 10 selber bestimmt. Die besten Werke gehen immer am Cinescala zu Dickrech präsentiert und ausgezeichnet. Auch der 69. Filmfestival hat Nes überzeugt. Ich war den ganzen Tag hier und das hat mich schon interessiert. Weil wir immer viel drunter mal zu tun hatten. Und, ich fand da so eine schöne Variation dran. War auch ein bisschen aktuelles Sujet, was die Covid betrifft. Waren noch Sachen von der Jugend dabei, was ich auch ganz flott finde. Und dann auch die Dokumentarfilme. Also ich fand, dass das eine ganz schöne Mischung war und es waren aber relativ viele Filme. Madame Schmitz ist die Frau vom früheren Präsident von der FGDCA. Ihm zu Ehren hat sie Louis Schmitz an die Leben gerufen. An der Gang war schon bei der Edition 2019 und Chantal Laurent an ihrer YouTube. Für den Film «The Seaside is Our Home», den übrigens auch den Spezialpreis Meilleure Fotografie kriegt. Von allem überzeugen konnte die sensible Autorin aber mit diesem Film «La Terre est bleue comme une orange», den am ursprünglichen Sinn vom Film d'auteur zu verstehen ist. 400 Jahre nämlich waren Autorenfilme der, die einen Bezug zu einem renommierten literarischen Autor hatten.
Für diese kleine Bijou konnte die talentiert Amateurcineastin nicht nur den ersten Preis an der Kategorie Fantasie mit ihm holen, sondern auch den Preis vom Jury für den besten Film vom Festival. Ein beleefde Gast am Festival du Film d'auteur als erworte Vito La Balestra vom Studio 816, diese Stecke dem Thema Lockdown ugeholt hat an einem Festival eng Trilogie rund um Pandemie präsentiert wird. I would suggest to joint venture with Do you listen? Do you? Oh, I have a meeting to go to. Bye-bye. Einmal der Film über den Lockdown, dann über die Zeit no und dann noch einmal der Film Reset über den zweiten Lockdown. Auf diesen traurig und auch hoffnungsvolle Film gab den ersten Preis an der Kategorie Fiktion. Der letzte, das ist der Reset, wo ein neuer Lockdown kommt aus dem bisschen Klängen, wo aber Probleme sich an der Gesellschaft herauskommen, wie jung, wie Leute, die allein sind während der Christzeit, Junker, Studenten, die sich isoliert und wo Depressionen immer mehr kommen. Und das hat uns, also die Amerikaner, inspiriert, für dort und drüben ein kleine Kurzmetrage schnell zu machen, für dann die Trilogie aufzuschließen. Mit diesem Filmfestival will ich von erster Linie junge Publikum ausschwätzen. All Jahres gibt es durch eine Kategorie Jeunesse, wo auch immer nicht Filme von der SNJ Media Factory präsentiert werden, wo Junker das ganze Jahr über gelehrt haben, mit Medien umzugehen. Also sie machen zum Teil selbstständig, sie kriegen Wissen, wie ein Film möchte, und sie können dann bei einem engen Tag ihre Idee realisieren. Mit der Unterstützung von Freelance können sie dann aber alles selber machen. Sie müssen filmen, sie müssen Schauspielerin, und ja, das dann, sie machen das selbstständig. Ja. Der Prix Jeunesse geht allerdings um die junge Elena La Balestra, die das Handwerk von ihrem Pap gelehrt hat. Sie hat mit dem Zeichentrickfilm Bad I'm Better überzeugt. Elena selber konnte bei der Remise des Prix wohl nicht dabei sein. Der Mentor hat sich dafür umso mehr gefreut. Ich habe gesehen, dass mein Mädchen etwas gekriegt hat, dass den ersten Konkurs mitmachen möchte. Und ich habe selber gesagt, ich komme nicht, weil ich schumme mich, das sowieso, wie es halt so ist. Das wird so nicht, das sowieso nicht. Und voilà, das ist ganz ambel, also das ist aber für mich, also das ist genial, was das gemacht hat. Ich meine, für die Leute hat auch einen Prix de Coup de Cœur nicht für nichts gekriegt. Voilà, das hat mir aber viel Freude gemacht. Für den Vito hat jede Kreativität, sie müsste just einfach gefördert gehen. Das Filmfestival von Dickrich dreht sein sicher dazu bei. Direkt vis-à-vis vom Autosmusee hat früher Molenke den Autor und Schauspieler Henri Losch gewonnen, den am Laufe seines Lebens immer nicht gerne auf Dickrich zurückgekommen ist. Zum Beispiel für seinen Film Die zwei vom Birch am Militärmuseum abzuholen. Wir haben den Henri Losch bei Gelegenheit für seinen 90. Geburtstag heute zu Dickrich begegnet und mit ihm eine Tour auf Fichte-Stationen aus seinem Leben gemacht. Den Henri Losch ist 1931 zu Dickrich an einer Privatklinik auf die Welt gekommen. Damals hat die Familie an der Palaststraße gewohnt, nehmen 2 Autos not und als in ein Trüstavlo genannt Grof geplündert. Wir sind immer am Grof. Dickrich war ein Festungsstaat. An 4 Uhr war ein David Grof. Aber wie gesagt, so geschottet und ein Straßhaus gemacht. Die Nummer ist immer noch bei den Dickrichen geblieben, der Grof. Und das Haus, das Grot, da habe ich meine Kannerzeit verbracht. Ein einfaches Haus, aber historisch gesehen ganz interessant. Gebäude ist nämlich schon am Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut worden, wie Lützeburger freiwillige Kontingent Grot. Damals hat Dickrich am College an der Avenue de la Gare eine Kavallerie. Das Haus an der Rue Stavlo war in der Zeit als Wohnung für die Offiziere gebaut worden. Aber weil er nach flott war, das da innen drin, zwischen dem orangen Haus und Eis, da war ein kleiner Hafen. Da war ein großes Gelände dafür drin. Aber wie ich noch so ganz klein war, und ich durfte an dem Häufchen da spielen, so lange wie ich wollte. Und immer mit der Nuss, wenn ich dann zum Gelände rausgeguckt, besonders, wenn der Benny kam.
De Benny, dat war jo de klengen Zucht den op Feierne gefuer. An den ass déi seit, wo lo den Trott war ass, so no Lach gefuer. An dann hunn ech de Maschiniste gewingen. Und dat war besonders flott, weil vun de Maschinisten war mein Money. Et war eng onbeschwéiert Zeit, wie Kanner nach op der Straße gespielt hun, oni mussssen op den Trafik ze urchten. D'Auto ass dem Garage Wagner direkt vis-à-vis awer, do wo hauten Autosmuseers, déi hat net dem Henri Loch ugedoen, gerade wie de Leefmederscher vum Garagist, wo vun een spéder hin de Garage verholl huet. Von der Rue Stavlo aus hat Henri Loget net weit bis bei die Neu Laurentiuskirch, do wo hin als klenger Bof eng richteg Massendinger Karriere durchlaf ass. Bis zum echte Massendinger huet hin net Demos gepackt, an erinnert sech nach Haut und die sëllesche Spichtercher de Boven dobei getriffen hunn. Mir kann er ënne fir, dus seit Boven dé seit Medercher. An da waren awer da schon Medercher, de man ger geguckt hun. Dann haben wir heimlich immer geguckt, ob das Eis auch gucken. A wann, da war man happy, gif mir Haut so. Deshalb war man glückselig. Aber wir haben noch viel geguckt. Aber wenn der Pastor auf den Predigtstuhl geklommen ist, du musst still für allmistens abdrücken, für nur zu lauschen. Wir haben noch gelauscht, wir haben aber nicht matt gekriegt. Mannerflottogen goufet 1940 Wegpreisen op die Krich kom sinn. Den Henri Loch, den zu der Zeit an Schoul direkt nief der Kirchgängers, wat gerade mal neng wie den Zweite Weltkrieg ugefang huet. Ein Nazi vu Wien war dem als Schulleiter ginn an huet Kanner gedoen Deitsch Propaganda aus den Zeitungen fir ze lesen. Déi awer hun net alles mat gemach, eng Form vu Kannerresistenz fir den Henri Loch festhält. Am Anfang hun Preisen a Rival gewonnen. A wie se dann mal net mi gewonnen an das handelt sich gern, dann hun mir gegrinst. Besonders wie du d Amerikaner nach an de Krich kommen, an dünn was se einfach in das Palast dem Hut gesprungen, dat kräisch gedo. Die sollen es nur nicht einbilden. Wenn die Amerikaner kämen, dann geht es wie allen Blödianen. Danach kommen die Russen und dann werden die Köpfe rollen und dann haben wir nicht mehr gegrinst. Den Zweite Weltkrieg hat den kleinen Henri stark geprägt. Dafür hat er noch an der Nachtschau Drehbuch zum Film «Die zwei vom Biersch» gedreht, den dünn zu seiner großer Freude auch nach an der Kellere vom Militärmuseum abgeholt gouf, do wo hier noch persönliche Erinnerungen hat. Ich komme nach Ihnen wie Souvenir abzufrischen. Ja, die Allgemeiner, die zählen ja paar Geschichten. Ja. 34, sie sind an die Spielschule gekommen. Mein Papa war Chauffeur auf der Brauerei. Und dann sind wir so mit dem Kamion hingekommen. Dann hat er mich mitgeholt. Da habe ich also verdicht, das Haus kennengelernt. Wir waren nach Gemüse, das war wirklich die Brauerei. Ja. Mein Papa hat immer mein Kamion. Ich war eine Zeit von der Brauerei, aber sie waren responsabel für den Kamion. Den Henri Loch als Kant vun der Drëscher huet den Zweite Weltkrieg bis haut net vergies, net Geschichte vu segem Pap, awer auch net Geschichten déi boven aus der Zeit nëmmen durch de Kricher lief hunn. Eng her Zeit fir déi en awer Mënschlechkeet iwwer weit, fir aus all Situationun ëmmer der Bestcht herauszuhöllen. Ja, die ganz Kohle gesinn. Da gesinn ich mich als Junke borscht direkt um Krieg. Da luchen die dort zu Tausenden an den Stecker gerümmert. Und wir haben uns gesammelt, wir haben Kugeln rausgedrängt und Pulver haben wir auf den Trottoir gestreut, Nummer 10 gemacht, in Kirche, in Schule, in Breck. Fixspuren dabei, da waren die 16 schwarz auf den Dingen. Und haben wir festgestellt, wenn alles rausfährt, haben wir dann die Hülse hingelöscht, haben wir stehen, ob den Zünderfahrer gelassen, dann bang, ist die fortgefahren. Ja, also wenn ich so, da kommen die Erinnerungen automatisch. Dann hat sie viel Spielsticher drüber gehen. Ne? Ja, ja. Viel, die hatten Chancen. Ne? Ich bin aber auch Kameraden, die und Leben gelost. Ja, aber wenn ihr bedenkt, an den Zeitungsannonce bis 6:04 schon mal 60 Zivilisten von die gestorben sind. Durch so Kriegsevenementen, weil Munition und Minen nach darüber. Für den Henri Loch war das Rees an die Allzeit noch alle volle flotte Moment, den hinterem so richtig Oplehe gelos wird, an ihm auch nach ein flott Surprise bit. Salut! La haben wir just von dir geschwart. Komm mal hin.
Gerade wie den Henri Loch iwwer den Roland Gaulschwätz, de fréieren Museesdirektor, den demolsten Tournage vun die zwee vum Biersch méiglech gemacht huet, könnte se noch nach Lacht an huet dobei eng Flottbekleedung. Denkelin vum General Patton. From Diekirch here, but he lives in Luxembourg City. An author, a playwrighter, and playwrighter. Madame ass ganz interessiert, dats den Henri Loch ein Drehbuch zu engem Film iwwer de Krich geschrieben huet, doch sie beim Zahlwer Steg opzefeieren. Et kann den an Gespräch a gleichzeitig merkt den Rëm, de Krich ass eng Platz wo alles ze summe kënnt, déi irgendwéi inzegarteg ass. An dat mecht, dats den Henri Loch och haut nach ëmmer en Dickrich erbliwen ass, och wann hier schon lang net mir heifund. Knapps als Halloween River scho können wir als Punktodekorationen is op Krischzeit erstimmen. So dat ganz Haus dekorieren als Lofleisch net bis Fischedereen, een absolute Mast de Götte dawer an zwar eng festlech Blumendekoration. Auf wie kann das dowohl am beste beroden wie Conny aus dem Blumeboutique Margretchen. Ich präpariere mein kleines Arrangement für Kröchter. Das könnt ihr auch ganz gut selber machen, wenn ihr ein bisschen kleinen Don gut für mit Blumen. Da könnt ihr euch überall an sich hinstellen. Ich habe hier rausgewählt mit Bordeaux-Tein und mit goldenen Tein. Könnt ihr euch auch ein bisschen an die Bespredene gehen. Und dann holt ihr euch ein Mus und dann könnt ihr das ein bisschen so rundherum picken. Also wenn ihr ein bisschen sammeln wollt, könnt ihr auch ein bisschen Zapfen sammeln oder Kerzen. Dann könnt ihr etwas ganz Schönes damit machen. Voilà, also heute habe ich zum Beispiel Skimia, da sind noch viele Leute, die noch Skimia am Gärtstuhl selbst können da machen. Dann habe ich auch noch zum Beispiel so kleine gelbe Bullen, die kann drauf stärken. So, und hier so zum Beispiel Taxus, du kannst auch, wenn ihr mal den Arsch, den aufgebracht hast, den am Gärtstuhl oder so, kann ich auch drauf stärken. Gerade weil die gerade brett wird. Also zum Beispiel einen Jorolo Zapfen, du holst ihn rot, dann drinnen statt und da kannst du einfach ganz gut so drauf stechen. Das kann dann überall durch das Arrangement so machen, das hat ein bisschen so abgelockert. Dann habe ich schon noch so kleine Gläser, die haben auch schon viel gedroht. Die kann ich dann auch so drauf stechen. Dann hat ich einen schönen Farbkombi mit Gold und mit Rot. Du kannst nicht für ihn machen, wie ihr will. Das hängt immer ein bisschen davon ab, wie du hier magst. Ob ihr lieber das Weiß, Creme oder das klassische Rot, Gold. Wie gesagt, das ist immer nicht sehr gut. Voilà, so plus ou moins also schon fertig. Du kannst ihn nur noch, wenn ihn am Gerd so roten Ilex oder so etwas draufstehen, dann hat ich schon einen schönen Deko. Also da kann ich dann daheim hinstellen, wo ich gerade am meisten ist, wo ich zum Beispiel auf dem Tisch oder bei einer Familienfest auf dem Erstisch. Voilà, da kann ich einen kleinen Friedmann und dann wünsche ich dir schön feierlich. Voilà, das war es für unsere Emission heute aus dem CNVH. Wir stehen noch hier am Shop vom Autosmusee, wo der ganz flott Gadget rund um die Expositionen fand. Also unbedingt doch einmal passieren, wenn ihr am Museum NRW seid. Spätestens den 11. Dezember soll ihr sowieso hier hinkommen, weil dann geht nämlich hier ein Krischparty gefeiert. Den 11. und 12. Dezember ist natürlich auch Advent-Shopping ganz dickrig. An der Weekend drauf vom 17. bis den 19. soll dann ja auch nächst ein Christmarkt aufgehalten gehen. Und zu guter Letzt nicht vergessen, übernächste Freitag und Samstag, da ist auch nächst Black Friday angesagt. Der Christstimmung dürfte dieses Jahr also nicht am Weg stehen. Und damit so, ich für heute Adi, wünsche ich noch eine ganz schöne Zeit. Bis auf 4 Wochen.